Liebe Claudia, liebe Kollegen, ich freue mich ganz arg, dass ich heute hier sein darf. Ich weiß nicht, inwieweit Sie das mitbekommen haben, aber dadurch, dass wir regelmäßig mehrfach im Jahr in Graz sind, da fühlt sich das nicht mehr an, wie ins Ausland reisen. Das ist nicht nur die Sprache, die da gemeinsam ist. Ich freue mich sehr arg, hier da zu sein. Habe im Gepäck ein paar Begriffe, die zunächst mal, glaube ich, unglaublich stark klingen. Ich hoffe, ich meine aber, dass ich davon überzeugt sein darf, dass es uns gelingt, in dieser letzten Stunde diese Begriffe so weit zu entzerren und so weit auseinanderzunehmen, dass am Ende vielleicht sogar was rauskommt, das mich sehr freuen muss, und das kann ich direkt am Montag in meinem Unterricht einbauen. Ja, all die Dinge, die wir jetzt hier vorstellen werden, sind sehr komplex, weil wir uns sehr intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie wird denn eigentlich Wissen aufgebaut und wo kann man da wann und wie ansetzen, um diesen Wissensaufbau anzuleiten. Ich möchte verabschieden, bevor es eigentlich losgeht, dass wir das entwickelt haben vor einem ganz anderen Hintergrund. Wir haben das entwickelt, weil wir vor 5 bis 6 Jahren, also ungefähr um 2010, als wir die Literatur ausgewertet haben, als wir aber selber noch im Klassenzimmer standen und unsere eigene Erfahrung besprochen und reflektiert haben, festgestellt, dass dieses Versprechen, das damals mit Videomarkt verknüpft war, nämlich, wenn man ein Fach in einer anderen Sprache lernt, dass man eigentlich automatisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, nämlich sowohl den Anbau oder die Anbahnung von Sachfachkompetenzen und die Entwicklung von Sprachkompetenzen zum Preis von einer Sache umsonst bekommt. Ja, das war das Versprechen. Es gibt international immer noch viele Leute, die das auch propagieren, die sagen, wir haben den Preis bekommen. Alles, was wir an Forschung gesehen haben, zeigt aber, dass das nicht so funktioniert. Was uns ganz arg alarmiert hat, war damals die Tatsache, dass es sehr seriöse Forschungen gibt, die sagen, wenn wir genau gucken, was diese Kinder, Schüler im Alter von 16 Jahren liefern, dann stellen wir zwei Dinge fest, die sehr erstaunlich sind. Zum einen stellen wir fest, dass Schüler in der Lage sind, Dinge auf ähnlich hohem Niveau in der Fremdsprache auszudrücken in der Sprache. Das klingt zunächst mal sehr erfreulich, es klingt so, als würde die These bestätigt werden. Im nächsten Satz sagt aber der Forscher, der Johannes Vollmann selber, wenn wir jetzt aber mal gucken, ob es den Erwartungen entspricht, die die Lehrer an diese Aufgaben und deren Lösung anlegen, dann sehen wir, dass beide Gruppen nicht in der Lage sind, und zwar sowohl Muttersprache als auch Fremdsprache, ihr Wissen adäquat auf den Punkt zu bringen. Das heißt, es funktioniert nicht. Und es ist unabhängig davon, ob das jetzt in der Fremdsprache wird oder in der Muttersprache wird. Und jetzt meinen wir, dass es sehr hohe Anlass und Berechtigung dafür gibt, zu sagen, wenn ein Schüler nicht in der Lage ist, Dinge adäquat auszudrücken und zu erklären, dann kann das eigentlich nur eine einzige Erklärung haben, nämlich, dass er diese Dinge nicht adäquat verstanden hat. Das ist der einzige Schluss, der das tut. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, was können wir machen, dass wir diesen Wissensaufbau begleiten. Wir sind gerade in der Anbahnungsphase von einem neuen, sehr großen Projekt, das sich auf internationale Datenschutz, die sagt, was passiert denn eigentlich, wenn wir uns den Wissensaufbau auf Universitätsebene machen gucken? Und die Daten, die aus sehr vielen internationalen Vergleichen sind, die sind sehr ernüchternd. Also Herausgeber der Studie, die ziehen sogar eine Wissensabnahme, stellen die fest. Und der Nenner, der sich da finden lässt, ist die sprachliche Kompetenz der Schüler. Und zwar die sprachliche Kompetenz, eine ganz besondere, nämlich die Kompetenz in Sachen akademischer Sprache oder die Fähigkeit, konzeptuelles Wissen auszudrücken. Was ich jetzt heute versuchen will, ist Licht in dieses Wirrwarr zu bringen, diese ganzen Prozesse auseinanderzunehmen und dann zu zeigen, wie kann man sich sowas im Sinn von Progressionen denken und wo kann, und meiner Meinung nach muss man schon in der Grundschule ansetzen, um da systematisch diese Prozesse anzufangen. Ich habe ein bisschen Unterstützung dabei. Ich habe eine Tochter, die in der 4. Klasse ist und habe eine Frau, die als Grundschulpädagogin mit Schwerpunkt Inklusion tätig ist.
Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die Beobachtungen, die da reinfließen und die Dinge, die man da im Unterricht machen kann, doch sehr praxislastig sind. Aber wir müssen erstmal zurück. Den Einstieg, so, jetzt geht's los. Als Einstieg möchte ich Ihnen ein kurzes Video zeigen, das diese Idee unseres Projekts, unseres Modells, glaube ich, sehr gut illustriert. What would you guys say to teachers Second, I thought if they're not getting high quality work? Could they learn something from this, and what would you say to them that they could do differently in their classrooms? This is a story called Austin's Butterfly, and it's a true story about a first grade boy, and his name is Austin, and he goes to school, or used to go to school, in a town called Boise, Idaho. And in his class in Boise, Idaho, they were studying butterflies, and he had to do a project. His job in first grade was to draw a butterfly, and this is the butterfly that he picked. Austin had to use this photograph as his model, and he had to draw an accurate scientific drawing of this butterfly. This is called a tiger swallowtail. I knew it! Can you tell, Toby, why it's called tiger? Because it kind of has the stripes of the tiger right there. Good. So here was Austin's job. He was supposed to do a scientific drawing of that butterfly. But remember, Austin was only in first grade. And you know what he did? He forgot to look like a scientist carefully. He got his paper and he just started to draw the image of a butterfly that he had in his head. And he wasn't looking like a scientist, and so this is what he drew. Whoa. It's not bad, and it is a butterfly, but does it look exactly like this? No. No, it doesn't yet. It doesn't look exactly like this yet. And so they didn't look at this and say, "Good, Austin, you're done." They said, "Austin, good start. Now we can start giving you critique so you can do a second draft and make it better, and a third draft and make it better, and you can make it much, much closer to this." And he was ready to go. All of the first graders in his critique group sat on the floor like you guys are, and they decided to split their advice into two kinds. First, just the shape of the wings. And then when the shape was right, they'd give him advice about the pattern inside the wings. Alia, what would you say? You can make it much pointier. Good. These wings could be much pointier. Who else would add something? Atak, what would you say? How about the angle? Because, not to be mean about Yes. the angle, it's just not exact, so... Okay, so show me. Come on up here, Atak. Show me what you would ask him to do slightly differently. like to make it a little longer, Longer where? Draw where you would do it. right there. Okay, so pull this out longer. Yeah. That's very specific, Atak. Thank you. Jamila, what would you say? It's like a triangle. Good. Jamila, I love that. So you're saying more like a triangle shape. And I agree. Well, you know what? Those first graders came up with most of those same ideas. And you know what Austin said? He said, "Okay, I'll go try." And he went back to his seat and he drew this. Wow. Does this look more like a triangle? Yeah. Yeah. Did he go out further, like Atak was suggesting? Yeah. Did he add some jaggedness here, Yes. like Cindy? Did he get rid of that bottom thing? Yes. So he did listen to his friends, and he made it better. It's not perfect. Toby, what would you say? I'd say don't put those little tail things so pointed in. I'd say put them more pointed down. Good. Okay, and Ethan, what would you say? I think you should make the wings like this, not like this. Okay, he listened to his friends, and they said, "This is really a lot better, Austin. That second draft really is better." Yeah, maybe you can make a third one. Good. Maybe he could make a third draft. And so he did this draft. That's the third draft. That's his third draft, Hadley. That's just right. Elijah, what do you notice there? Well, one wing's more pointed than the other, and that side is a little bit higher than the others. Good. Coburn? Right here, it doesn't have the inside thing still. Ah, okay. Needs a little bit more of that notch. So, do you think maybe he should do a fourth draft? Yeah. Well, that's just what he said. He said, "Shoot, okay, I got round again. I'll go back and do a fourth draft." Listen. He listened. Does it look more even like Elijah was suggesting?
Yes. Yeah, and does it look like it's coming out a little sharper, like Cindy was suggesting? And like Attack was saying, it's a little, the angle looks a little better. So now Austin was feeling really good. He said, am I ready to add some pattern? And they said, okay, why don't you try adding some of the pattern? And he did. He's good at it. He is so good. And then they said, Austin, you're ready for color. Let's look at his last draft. And what do you think? Did it come out really good? Yeah. Yeah. Actually looks way. What do you think about how much progress he made? Attack, what would you say about his progress? He made like a lot of progress. He persevered doing it. His friends were honest with him. What was it about the kinds of advice that they gave that allowed him to get better each time? Hassan? Well, they told him what was wrong about it. Did they say it's just wrong, or were they more specific than that? They were more specific, but they weren't mean about it. Great. Hadley. Made 6 drafts. And so is that something that other kids should learn from? What should we learn from that? We can make other drafts if it's not right. Good. So if it's not right, you can keep doing more drafts to make it better. You just don't use things in your head. You want to use a sharp eye. Good. He used the eyes of a scientist. Great. Was Glauben ganz bedeutend ist, und der Grund, warum wir dieses Video zeigen, weil es zu viele Dinge illustriert. Es zeigt, was es eigentlich wirklich heißt, wenn wir uns der Herausforderung stellen, kompetenzorientiert zu handeln. Es zeigt anhand von diesem wunderschönen Beispiel, aber auch, wo die Herausforderung ist. Ja, dass wir sagen, wir brauchen eine relativ klare Voraussetzung, Vorstellung davon, wo wir eigentlich hinwollen. Und wir genau wissen, wo wir hinwollen und was für eine Art von Feedback, was für eine Art von Anleitung, was für didaktisch-methodische Settings notwendig sind, damit die Kinder sich vorwärts bewegen. Wir sehen gleichzeitig ganz stark, dass kein Kind auf dem gleichen Stand ist. Dass für viele Kinder dieser erste Schritt vielleicht unmöglich ist. Ich hatte neulich das haben wir in Warschau gezeigt. Und da sagt einer, Mensch, was sich aber noch anzieht, was zwischen 2 und 3 passiert, dann ist es in meinen Augen ein Rückschritt. Das war den spannendsten Kommentar, den ich bisher zu diesem Video erhalten habe, weil es natürlich stimmt, und genauso gut auch nicht. Wenn man sich die Bilder anzieht, dann sieht man, dass sich diesen bestimmten Ausschnitt von dem Bild ganz viel tut, aber dafür andere Dinge vernachlässigt werden. Und das zeigt eigentlich sehr schön auch, was in einem so einem Lerngehirn eigentlich vorgeht. Dieser Fortschritt, alles andere als diese lineare Idealkurve oder diese Idealautobahn ist, die wir gerne hätten. Es stellt sich die Frage, ob es überhaupt notwendig ist, dass jedes Kind die Stufe 6 erreicht. Ja, die Parallelen zum Fremdsprachenerwerb sind natürlich toll, weil wir im europäischen Referenzrahmen auch 6 Stufen haben. Ja, und dann die C-Stufen für 5 und 6 stehen nämlich dieses Expertenähnliche oder fast ähnliche Kompetenzen. Entscheidend scheint mir aber vor allem zu sein, dass, und deswegen zeige ich es Studenten bei uns sofort im ersten Semester, grundsätzlich diese Bereitschaft und diese Einstellung zu sagen, es geht uns um Qualität. Und was es bedeutet, zu sagen, wir gehen von diesem Schmetterling, von diesem einen Schmetterling in die Tiefe. Und was dafür Wissen notwendig ist, um das zu zeigen, das sieht man implizit sehr deutlich. Wenn wir uns den typischen Schulalltag von meinen Kindern, von meinen eigenen Schülern unterrichtet, die ich jahrelang selber unterrichtet habe, dann möchte ich meinen, dass wir das in der Schule nicht sehr häufig sehen. Ja, sondern wir zeigen viel lieber Zoos. Alle Kinder zeigen am Montag ein Schmetterling, am Dienstag ein Zebra, am Mittwoch ein Elefant, am Donnerstag eine Giraffe, am Freitag vielleicht ein Krokodil und am Anfang der nächsten Woche können Sie eigentlich nicht mehr sagen, was Sie gezeichnet haben. Ja, das zeichnet sich eigentlich auch kein Fortschritt aus. Also diese Idee, Lernfortschritte zu moderieren und Lernfortschritte anzubahnen, die eine andere Art von Wissen anbahnen, ein vertieftes Lernen, das wird in der
in der Wissenschaft momentan sehr intensiv diskutiert unter dem Begriff Deeper Learning, also vertieftes Wissen, wie das zusammenhängt mit Sprache, wie sich diese Prozesse anbahnen lassen. Das möchte ich in den nächsten 30, 45 Minuten, je nachdem, wie lange ich sprechen darf, kurz skizzieren. So, man muss sich, wenn man sich diese Überlegungen zum eigenen vorstellt, wo wir eigentlich brauchen. Das meiner Meinung nach momentan das System von Kompetenzen und Fertigkeiten, die wir in der Zukunft in der Wissenschaftsgesellschaft brauchen, stammt aus Amerika. Und da wird so über den Konzept 21st Century Skills diskutiert. Was da ganz deutlich wird, ist, wie viele verschiedene Kompetenzen und wie viele Bereiche da zusammenfließen. Und gleichzeitig zeigen sich da Dinge ab, die bei uns im Stundenplan so explizit gar nicht stehen. Also, was heißt denn Anpassungsfähigkeit? Ja? Neugierde, Kreativität, Risk-Taking, Higher Order Thinking. Wo kommt das alles her? Wie unterrichten wir das? Das Verblüffende dazu ist, dass die Antworten relativ eindeutig sind. Die Antworten, die wir gefunden haben, sind aber auch eindeutig dahingehend, dass sie viele momentan geltende Lehrmeinungen in einem Report über den Haufen werfen. Und das bezieht sich vor allem auf dieses Konzept von Deeper Learning, das zunächst mal was ganz Einfaches meint. Es sagt, vertieftes Lernen findet immer dann statt, oder andersrum, vertieftes Lernen hat dann stattgefunden, wenn Schüler in der Lage sind, Dinge, die sie in einem Kontext gelernt haben, in einen anderen Kontext zu übertragen. Das ist ganz einfach ein Landschaftsfeld, das kennen wir auch schon mal. Wo sich jetzt dieser Bericht, wo er ganz eindeutig ist, ist, dass er die gängige Vorstellung entzaubert, dass es solche transversalen Skills oder Fertigkeiten, dass man die separat unterrichten kann. Ja, das wird da als absolute Fiktion und als Mythos entlarvt und sagt, das funktioniert nicht. Wir können nicht ein Schulfach anbieten, das Transfer heißt. Sondern wenn wir das anbahnen müssen, dann müssen wir einen ganz anderen Weg gehen. Dann geht es nur über Fachlichkeit. Also dieser Transfer bahnt sich auf verschiedenen Ebenen von Fachlichkeit an und das können wir schon sehr viel anbahnen. Ich werde gleich später auch sagen, was das genau heißt und wo wir alles in der Grundschule steckt. Dazu brauchen wir verschiedene Perspektiven, die ich jetzt da kurz beisteuern möchte. Also das Interessanteste ist dass in Amerika momentan entwickelt wird, das kommt auch jetzt in Europa ganz stark auf, immer mehr von Kompetenzen zu sprechen und geht immer mehr auf einen Begriff, der nennt sich Proficiency. Der Grund ist relativ eindeutig, der liegt meines Erachtens nach darin, dass der Kompetenzbegriff einen entscheidenden Fehler hat, der blendet nämlich Inhalte aus. Ja, Kompetenzen sind ja so definiert, dass es um Bereitschaften und Wissen und Fertigkeiten geht, um Probleme zu lösen. Was da völlig fehlt, ist, dass das ohne Inhalte nicht funktioniert. Wir müssen sogar noch ein Schritt weitergehen, wenn wir uns angucken, was das Ehepaar Shanahan in Amerika erforscht. Die gucken, wie verschiedene Forscher Texte lesen, welche Strategie sie anwenden. Und kommen zu einem sehr amüsanten, aber für uns gleichzeitig vernichtenden Urteil, die sagen, keiner von diesen Forschern verwendet die Strategien, die wir im allgemeinen deutschen Unterricht den Kindern vermitteln. Also wie man Texte extrahiert und so, sondern diese ganzen Strategien, das ist ein wunderbares Beispiel, die sind alle fachspezifisch. Das heißt, der Historiker liest vor seinem Blick mit seiner Brille Texte ganz anders, wertet Texte ganz anders aus als der Naturwissenschaftler. Das heißt, wenn wir fragen wollen, wie wir diese Kompetenzen anbahnen, dann liegt die Antwort darin, dass wir mehr Fachlichkeit wagen müssen. Kindern mit auf den Weg zu geben, welche Brille Fächer aufmachen. Ja, wie guckt ein Historiker auf die Welt? Wie guckt ein Geograf auf die Welt? Wie ticken Biologen? Wie ticken Informatiker? Und wie kann das Weltbild, aber auch das Denken von den Kindern erreichen? Dieses Modell lässt sich Pyramiden verstehen, weil die sagen, wir haben in der Schule verschiedene Arten von Literalität. Da geht es natürlich los mit den Basics. Das, was eigentlich jeder auf der Literacy versteht, nämlich Lesen und Schreiben. Ja, das ist natürlich primär die Aufgabe von der Grundschule, aber da endet es natürlich nicht, weil sich diese Anbahnung von diesen
zwischengelagerten Literacies und dann diese fachspezifischen Dinge, die natürlich schon in der Grundschule leisten lässt. Und meiner Meinung nach in der Grundschule schon geleistet werden muss. Ich komme aber gleich noch zurück, um ein Beispiel zu nennen, dass ich sehe, das ist alles halb so hoch, wie das jetzt vielleicht klingt. Aber die Frage, die man sich stellen muss, die ganz wichtig ist, jetzt geht doch. Also alles gut. Was ist es denn, was so ein Fach ausmacht? Wie kommen wir an diese Sachfachliterarität eigentlich ran? Und da ist zunächst mal interessant, dass eben das Sachfachwissen sich eben nicht nur auf die Fakten stützt. Und da liegt, glaube ich, ein Grund für dieses Missverständnis, wenn es um diese Heraussetzung von Wissen geht, meint man meistens Faktenwissen. Wenn man aber von Fachwissen spricht, dann ist dieses Faktenwissen natürlich nur eine Ebene, da geht es viel mehr um Konzeptwissen und fachspezifische Methoden und Strategien. Und die anzuwenden, ist der Schlüssel für den Aufbau von diesen Literacies. Das lässt sich systematisch darstellen. Das stammt jetzt von Vollmer, das letztes Jahr veröffentlicht. Deshalb, wenn wir wirklich wollen, dass das, was wir im Unterricht unseren Schülern vermitteln, die Kinder so prägt, dass sie das im Alltag anwenden. Ja, dass wir diese Global Citizenship, von der alle sprechen, tatsächlich erzeugen, dann müssen wir ganz tief in diese Fachlichkeiten eintauchen und es systematisch ausbilden. Und dieser Transfer bildet sich zunächst mal innerhalb von einem bestimmten Fach aus. Und es braucht sehr viel Zeit, Geduld, systematische Schulung und ich würde jetzt auch sagen, Liebe im Hinblick darauf, dass die Schüler sehr viel dass sie diese Dinge bewegen können, bevor wir an sowas denken können wie interdisziplinären Transfer oder wenn es sogar ist, dass die Kinder das im echten Leben anwenden. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Ja? Und auf die Frage, wie das jetzt geht, um Antworten darauf zu geben, wie das jetzt konkret funktionieren kann, möchte ich uns ein Modell vorstellen, das schon eigentlich sehr alt ist. Das wird aber bislang eigentlich nicht diskutiert und ist uns das erste Mal aufgefallen über eine Publikation aus dem Jahr 2014, wo der Schnittmensch diese Dinge ausgräbt und neu interpretiert. Und das sagt jetzt, um so weit zu kommen, dass wir Wissen so weit internalisieren, dass wir es anwenden können, brauchen wir zwei Grundzutaten. Kinder müssen zunächst mal Dinge begreifen. Und das Schöne, dass ich den Vortrag in Deutsch machen darf, ist, dass mit dem Begreifen an uns ein Wort zur Verfügung steht, das wir in der englischen Sprache nicht haben. Da stecken ja die Hände drin. Ja, wir müssen ganz explizit berühren, materiell mit diesen Dingen umgehen. Deswegen nenne ich das auch mal eine Dinge bauen, Dinge erkunden, Versuche machen, draußen Versuche anstellen, kartografieren und lauter Dinge, die Grundschüler schon machen können. Jetzt kommt aber der Clou. Wenn Kinder dann nicht angeleitet haben, diese Erkenntnisse und Beobachtungen, die sie da sammeln, in Sprache zu packen, dann ist diese dritte Phase, bildet sich die nicht aus. Und das ist eine extreme Bereicherung für uns. Die zeigen ganz konkrete Versuche, wo man sagt, was passiert, wenn man Kinder entweder nur die erste Phase gibt oder nur die zweite Phase gibt. Und wenn man sie nur mit Dingen spielt, experimentieren lässt, stellt sich genauso ein Erkenntnisgebiet an, wie wenn man die Kinder nur zutextet, sie verzeihen einen Ausdruck. Das Beste, was dann passiert, ist, dass die Kinder das nachplappern. Eigenes Verstehen ist nicht da. Aber was man eigentlich will, ist diese dritte Phase anwenden. Das heißt, wir müssen beide Dinge zusammenbringen. Und jetzt kommt noch was dazu, was, glaube ich, die Dringlichkeit von dieser Geschichte unterstützt. Wenn Sie zurück an dieses Video denken und sehen, wie Kinder da viel reden, dann sieht man, dass diese Art von Feedback in einer bestimmten Sprache abläuft. Gerade muss es ist nicht gerade, es ist nur dreieckförmig oder es ist ein bisschen gebogen und versuchen mal das zu machen. Das sind eigentlich hochgradig abstrakte Anweisungen. Was die in diesem Buch, das der Renthoff da formuliert ist, sagt er, das sind Dinge, die
die Kinder aus prekären Verhältnissen nicht mitbringen, weil genau das die Dinge sind, die fehlen. Die zeigen eine ganz tolle Studie, die sagen, es ist nicht so, dass in diesen Haushalten weniger gelesen wird. Was aber fehlt, und das ist das große Problem, ist diese Metasprache ohne das Vorgelesen. Also wie findest du es jetzt, dass da die Prinzessin aufgetaucht ist? Und ist das gut, ist das schlecht? Wie glaubst du, dass es weitergeht? Kannst du nur mal erklären? Alles ist, was Eltern fast automatisch machen. Fehlt diesen Kindern. Das führt dazu, wie meine Frau zum Beispiel gesagt hat, diese Kinder, auch die Migranten, die häufig fließend Deutsch sprechen, diese Art von unterrichtlicher Sprache, Fachsprache, akademische Sprache, Bildungssprache, nicht verstehen. Das ist wie eine Fremdsprache. Das heißt, die sitzen im gleichen Klassenzimmer, kommen sich aber vor mit einem anderen, die verstehen die Sprache nicht. Diese Art von Sprache, die für den Wissensaufbau wichtig ist das, dass diese extreme Ungleichgewichte verschärft. Deswegen spricht der Renner von einem pädagogischen Imperativ. Er sagt, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass es diese Dinge sich über Versprachlichung festigen und anwenden lassen, dann wird dieses Konzept, dieser Aufbau von Konzeptwissen über Sprache eigentlich eine pädagogische Imperativ. So heißt es ja noch. Und er sagt, damit haben wir einen gezielten Schlüssel, um diese Kinder zu erreichen. Und es muss in die Grundschule, es muss schon in die Vorschule, weil wir das nicht kriegen. Es gibt ganz vereinzelt Projekte, wo ich schon in der Schwangerschaft mit Müttern gesprochen habe, die sagen, wir müssen eigentlich nicht nur viel vorlesen später, sondern wir müssen diese und jene Dinge tun und schauen, das ist gar nicht so schwer. Es zeigt uns aber auch was ganz anderes, dass wenn wir Sprache unterrichten und bewerten, und jetzt würde ich mal ausschließlich den Fremdsprachenunterricht ausklammern, wenn wir muttersprachliche Leistungen bewerten, dass es um ganz andere Dinge geht, als im Rechtschreibung oder in der Grammatikfehler. Ich möchte den Wert von der Orthographie nicht in Frage stellen, aber was für uns so bereichert war, ist die Geschichte des Weggehen von einem Bild, das wir Fehler ausmerzen müssen, hin zu der Metapher des Meaning-Making Potentials, das kann ich leider nicht übersetzen. Ich hoffe, dass das trägt in der Menschen als so ein toller Begriff, und zwar es geht darum, dass wir das Potenzial der Kinder, sich auszubilden, Bedeutung auszuhandeln, dass wir das systematisch haben. Wahrscheinlich weniger gut gelungen, im Allgemeinen darzustellen, wie wir uns diesen Wissensaufbau vorstellen. Also was passiert ist, kann es auch mal an einer sehr komplexen Meinung zeigen. Vielleicht ist das ganz interessant, wenn wir beides machen. Das hier ist eine sehr komplexe Konzeptmap zum Thema Konzeptaufbau. Ich möchte das gleichzeitig parallel erläutern. Aber Sie finden einige von diesen Dingen, die erklären, das ist vielleicht ganz gut. Deswegen sehen Sie vielleicht auch, warum uns diese Muster so wichtig sind. Ja, das ist das Zentrale, das müssen Sie mitnehmen. Es geht nur um Muster. Ja, Muster sind alles. Wenn wir ein neues Konzeptwissen erwerben, dann geht es eigentlich darum, dass wir Dinge beobachten. Zum Beispiel im Regenwald legen wir jeden Tag um die gleiche Uhrzeit. Das sind reine Beobachtungen. Da können wir Wolken feststellen, Wolkenbildung und so weiter und so fort. Das ist aber bisher nur Beobachtung, das ist höchstens Faktenwissen. Was wir jetzt aber machen müssen, ist, dass wir aus diesen einzelnen Fakten über Verbindungen Konzepte herstellen. Der Trick ist jetzt dabei, dass diese Verbindungen über Sprache funktionieren. Und über bestimmte Sprache. Stelle ich gleich mal an. Wenn wir jetzt im Unterricht diese Versprachungsphasen nicht drin haben, dann sind diese Verbindungen nicht stabil. Und verpuffen nach den 45 Minuten, nach den 90 Minuten. Ist mir ganz häufig so gegangen. Die Kinder gehen heim, kommen 3 Tage später und können nicht sagen, was sie da gemacht haben, können sie auch recht nicht erklären. Es liegt meiner Meinung nach daran, dass diese Verbindungen nicht stark genug sind. Über das Versprachlichen, das ist halt der Clou, Versprachlichen müssen es die Kinder. Ansonsten nicht. Über dieses systematische Wiederholen, über die Balance von
Hands-on Activities, Minds-on Activities und die Versprachlichung bilden sich jetzt da stark im Musterpass. Transfer passiert dann, wenn ich sage, ich nehme diese Form und übertrage die auf einen anderen Inhalt. Ja, dass sich das Muster so weit verfestigt hat, dass ich es von dem ursprünglichen Angelpunkt lösen kann und auf einen anderen Kontext anwenden. Und das ist, warum die Sprache so wichtig ist. Und das ist, was wir schon sehr früh im Unterricht anmachen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Wir haben ganz lange gesucht und geguckt, wenn wir davon sprechen, von diesem Meaning-Making Potential und diesem neuen Sprachbegriff, diesen ganzen komplexen Dingen, wie können wir das Problem im Modell machen? Und da liefern jetzt die Australier ganz tolle Antworten. Die haben nämlich genau diese Art von getestet, die es an unseren Lehrstühlen, weder in Deutschland noch in Österreich, wirklich gibt. Die vor allem Richtung der Lehrausbildung bringt, was sehr, sehr schade ist, weil da ist es so zentral. Die sagen, wenn wir uns Schulbücher angucken können, dann können wir für verschiedene Fächer sogenannte Wissenspfade herauskristallisieren, also wie der Wissensaufbau in den einzelnen Fächern erfolgt. Und zwar nicht abstrakt, sondern ganz konkret anhand von den Schulbüchern, die wir angucken. Und die machen jetzt was ganz Praktisches, die sagen, wir können fachliches Handeln in fast jedem Fach, also das ist sehr gut dokumentiert für soziale Geschichte, Geografie, aber auch für Naturwissenschaften. Wir können das einteilen in 4 grundlegende Handlungsdimensionen. Also so bauen wir das auf, nämlich indem wir fachlich handeln. Das kann ein Experiment sein, das kann aber in der Grundschule, wie meine Frau es die letzte Jahr gemacht hat, einfach das Herz sein, dass die ein Projekt Wiese oder ein Projekt Teich machen, wo die rausgehen und gucken mit diesem typischen Fenster, das 1 Meter geht, was krabbelt denn da eigentlich? Ja? Und jetzt geht es weiter. Jetzt geht es aber im nächsten Schritt weiter und sagen, dieses Handeln, die Beobachtungen, die wir jetzt daraus ziehen, die müssen wir jetzt nutzen, um darauf Wissen aufzubauen. Indem wir diese Dinge, die wir daraus gehen, erstmal analysieren. Also können wir das beschreiben, was wir das sehen, können wir das auszählen, können wir das irgendwie klassifizieren, können wir das vergleichen. Nutzen diese Erkenntnisse dann, um zu erklären, ganz plastisch, meine Tochter, die hat ein Projekt Teich oder See gemacht, haben beobachtet, was für Lebewesen da leben, haben die erst einmal nur isoliert betrachtet. Und die sehr schwierige Hausaufgabe war dann so ein, jetzt weiß ich nicht, wie es auf Deutsch heißt, Englisch heißt das Food Web, also so eine Nahrungspyramide aufzubauen, wer denn wen frisst, wie das zusammenhängt. Leider ist es bei dieser rein grafischen Darstellung geblieben. Ja, da ist Potenzial kaum verschenkt worden, weil wenn man jetzt die Kinder noch dazu gebracht hätte, das systematisch zu erklären, dann wäre dieser Kreislauf eigentlich zu Ende gewesen. Und dann zu sagen, wenn dieses Erklären funktioniert, dann im nächsten sagen, und was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Wir können jetzt argumentieren, wir können sagen, erklär mal, warum das so wichtig ist und warum man bestimmte Lebewesen schützen muss. Ja, welche Rolle spielen bestimmte Libellen, welche Rolle spielen bestimmte Pflanzen in dieser Geschichte und was passiert, wenn man das weggeht. Das können die schon in den Arbeitsvertrag. Und jetzt kommt der Clou, jetzt machen die was Neues. Und diese ganzen Dinge, die gibt es schon auf der Webseite, also wenn Sie jetzt noch gar nichts mitschreiben, ich lasse das gerne auch da, aber wir haben das mittlerweile schon auf der Webseite, wo die Dinge auch so stehen. Jetzt sagen wir, jede von diesen Dimensionen hat ein sprachliches Äquivalent, ein Muster, ein Pattern oder ein Genre, das wir nutzen, um diese Dinge auszudrücken. Die gehen sogar so weit, dass die sagen, alles, was wir in der Schule machen, das ist bewusst komplex und verwandt, ist nichts anderes als sprachliche Chance. Ja, das sind 3 große Arten von Zielen, die wir mit Sprache verfolgen, nämlich dieses Engage, andere Kinder zu informieren oder Erwachsene zu informieren oder zu bewerten. Und da steckt jetzt was ganz Großartiges drin. Und ich möchte es bewusst nochmal rausnehmen, weil das, glaube ich, für die Arbeit in der Grundschule ganz bedeutend ist. Da steckt jetzt drin, ich möchte es noch einmal zeigen, in dieser Spalte erklären,
steckt was drin, was mir vollkommen neu war, nämlich dass es zum Beispiel verschiedene Erklärungsmuster gibt. Ich kann mich an keine einzige Vorlesung, an kein einziges Seminar erklären, wo uns einer mal beigebracht hätte, wie man erklärt. Ja, ich höre es sehr häufig, dass man sagt, deine Erinnerung ist nicht gut. Aber ich möchte jetzt mal die Wette aufstellen, dass es auch noch ganz wenige gibt, die sagen, ich kann dir systematisch zeigen, wie die Erklärung besser hat. Denn diese Art von Hinweis braucht ein linguistisches Verständnis, das uns in der Lehrerausbildung schlicht nicht beigebracht wird. Die sagen nämlich, wenn Kinder erklären, das lässt sich im Kindergarten beobachten, das wird aber nicht automatisch besser. Ich hatte das in meinen 8. Klassen regelmäßig. Dann geht es häufig so, dass sie sagen, wenn ich da zwei Dinge, zwei Ereignisse habe, dann sagen die, erst passiert das und dann passiert das. Ja, wir machen erst das und dann machen wir das. Das war für mich die größte Bereicherung, als ich das selber im Unterricht erlebt habe, dass Kinder was erklärt haben, das waren schon Jugendliche mit 14, 15, und die sind über dieses Muster nicht rausgekommen. Und dann hat es bei mir plötzlich, Deutschen sagen wir die Sprache, ich weiß nicht, wie es auf Österreich heißt, dann habe ich es verstanden, dass wir nämlich den nächsten Schritt mit den Kindern nicht hinbewegen. Der nächste Schritt ist nämlich, dass wir von so einem Muster, das eigentlich noch keine Erklärung ist, zu einer wirklichen Erklärung hinkommen, indem wir nämlich von einem temporalen Muster hinkommen zu einer Kausalität. Jetzt sind die Dinge plötzlich mit weiter. Das ist auch für Grundschüler ein Problem, wo man den Fokus drauf hat. So, und jetzt kann man das weiterdenken. Jetzt sieht man nämlich, je älter die Kinder werden, desto komplexer wird die Welt, wird das Verständnis von Welt. Jetzt begegnen wir plötzlich Muster, die sind nicht mehr so leicht. Ja? Die können so sein, dass eine Ursache verschiedene Wirkungen hat, dass verschiedene Ursachen einen Prozess auslösen, komplexe Dinge wie ein Weltkrieg, wie die Finanzkrise und so weiter und so fort. Das heißt, diese Muster sorgen für den Wissensaufbau. Wenn ich möchte, dass Dinge komplexer verstanden werden, muss ich dafür sorgen, dass diese Muster komplexer werden. Und um sicherzustellen, dass diese Komplexität auch dauerhaft bei den Kindern ankommt, muss ich ihnen zeigen, wie diese Muster ausgedrückt haben. Wenn ich das nicht in die Balance kriege, wird es bei den Kindern nicht ankommen. Und jetzt kann ich natürlich noch Dinge machen, die in der Grundschule noch nicht angewandt werden können, aber nur noch um zu zeigen, wie das zusammenhängt. Ich zeige bewusstes Beispiel aus meinem eigenen Geografieunterricht. Was ich bis heute sehr bereue, ist, dass ich zwar das Handy auf den Tisch liegen habe lassen, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, das anzuschalten und die Dinge aufzunehmen und aufzuzeichnen. Ich muss jetzt einen Film zeigen. So, wir nehmen das Beispiel mit dem tropischen Klima. Das sind Dinge, die wir aus dem Schulbuch haben. Also diese Erklärung ABC, das haben wir aus Arbeitsblättern abgeleitet. Wir haben wochenlang Versuche gemacht und so weiter und so fort. Die Achtklässler am Gymnasium, also die sogenannte Elite, die kamen nicht über ein temporales Erklärungsmuster raus. Und nachdem ich diese ganzen theoretischen Dinge gelesen habe, habe ich plötzlich verstanden, wo das Problem ist. Die wussten nämlich gar nicht, wie von einem Muster ins nächste kommen. Und dann haben wir Dinge getan, die wir als Lehrer selbstverständlich können. Wir können anfangen, didaktisch und methodisch zu arbeiten. Und sagen, jetzt nehmen wir mal alle Ursachen blau, alle Folgen gelb. Und dann gucken wir mal, wie wir das miteinander verknüpfen. Und kommen dann auf ein Muster, wenn Sie jetzt da rechts oben gucken, weiß ich, die Luft erwärmt, legt sie sich aus und steigt auf, das Kausal ist. Das kann uns aber auf dieser Altersstufe nicht mehr zufriedenstellen. Sondern jetzt müssen wir weitergehen. Jetzt müssen wir sagen, ist das jetzt schon pseudowissenschaftlich? Ist das die Sprache, die angeht?
die euch in euren Texten begegnen, und dann übernehmen. Und melden Sie ja als Vielfach. Jetzt können wir arbeiten und können ein neues Prinzip mit dazu ziehen, das da dazu kommt, das jetzt ganz linguistisch klingt, von dem ich jahrelang nicht die Angst hatte, nämlich das Prinzip der grammatischen Metapher, dass nämlich Dinge verdichtet werden, indem wir nominalisieren. Und dann sprechen wir plötzlich von der Erwärmung. Und dann kamen wir am Ende von diesen 20 Minuten, die natürlich sehr stark von mir auch moderiert worden sind, zu so einer Erklärung. Und da sieht man im Vergleich zum Ausgang, dass jetzt da Dinge drin sind, die wir vorher nicht hatten. Das ist jetzt eindeutig kausal. Das hat Elemente von Fachsprache. Und wenn ich das jetzt Geografen zeige, dann sind die entzückt, weil die sagen, jetzt wird es mal so ausgedrückt, wie wir das eigentlich haben wollen. Das Verblüffendste an diesem Tag war, deswegen erzählt die Geschichte so häufig, dass danach ein Schüler kam und gesagt hat, Mensch, Herr Meier, wenn das wirklich das ist, was ihr von uns wollt, warum sagt ihr zu uns dann nichts? Ja, das nehme ich doch gar nicht so schwer. Das kriegen wir hin. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Und dann kann man das mit dem Modell zeigen. Und bauen das alles zusammen. Wenn Lehrer den Begriff Genre hören, dann wird dem meistens ein bisschen mulmig, weil es so groß klingt. Weil sie sagen, wir haben doch gar keine Zeit, dass die Kinder einer Laborberichte mal gleich schreiben, nach jeder Stunde, so lang sind wir uns bestimmt gar nicht. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass wir mit diesen Sprachfunktionen Puzzle spielen können wie Lego. Ich möchte es bewusst an einer Textsorte kurz erklären, mit der Sie vielleicht nicht vertraut sind, mit der ich auch nicht vertraut bin. Aber im Chemieunterricht gibt es ein Genre, das nennt sich Forschungs- oder Laborbericht. Versuchsprotokoll heißt es manchmal. Und wenn man dieses Protokoll auseinander nimmt, mit dieser Art von Linguistik, die ich Ihnen da gezeigt habe, dann zeigt sich da ein sehr schöner Aufbau. Die Kinder machen einen Versuch, dokumentieren jetzt den Versuch, indem sie diesen Versuch beschreiben. Das ist die erste sprachliche Funktion, die beschreiben. Dann versuchen die Ergebnisse, die sie daraus kriegen, zu erklären. Sehen dann, ob diese Erklärung taugt, ihre Hypothese zu bestätigen oder nicht. Und am Schluss wird all das genutzt, um das Wissen über den Versuchsgegenstand zu definieren. Also können wir diese Redoxreaktion am Schluss definieren. Das heißt, ich kann aus diesen sprachlichen Funktionen, die einen sehr komplexen Namen haben, man nennt die kognitive Diskursfunktionen, ich kann aus denen, wie mit Lego-Steinen, eine Textsorte bauen. Ich kann jetzt zudem, und das zeigt hoffentlich das Beispiel erklären, ich kann innerhalb von diesen einzelnen Funktionen, wenn ich diese Muster einfacher mache, diese ganze Diskursfunktion so einstampfen, dass das auch Grundschüler können. Die können selbstverständlich definieren. Da geht es dann los, dass die sagen, eine Eiche ist ein Laubbau. Das reicht vollkommen beim Grundschüler. Nur das ist eine Definition, die uns dann irgendwann in der höheren Schule nicht mehr reicht, weil dann die Definition nicht mehr eindeutig genug ist, weil es so viele davon gibt. Aber daran können wir arbeiten. Das heißt jetzt, wir können über diese sprachliche Arbeit systematisch am Konzeptwissen der Kinder arbeiten, weil diese sprachlichen Funktionen diese Muster bauen, die wir für den Wissenserwerb brauchen. Das heißt, unsere Grundschüler haben natürlich ganz andere Bausteine, auch aufgrund von der Tatsache, dass sie ein ganz anderes Abstraktionsniveau haben. Die wachsen ja noch, da bildet sich ein Haus. Können aber mit diesen Bausteinen in der Kombination komplette Textsorten anfangen. Wenn ich sehe, was meine Tochter für anspruchsvolle, was die für Referate machen müssen, dann unterscheidet sich das in der Komplexität leider nicht sehr von dem, was Leute in der Mittelstufe machen müssen. Ja, das ist ja das ganz Traurige.
Ich hatte immer ein ganz großes Schockerlebnis, als mein Sohn heimkam aus dem Religionsunterricht vor der Klasse damals und zeigte mir ein Arbeitsblatt über die 5 Säulen des Islam. Und die Abbildung habe ich fast 1:1 an meine Leistungskursschüler ausgegeben, die aber fast 10 Jahre waren. Und schockierenderweise findet eigentlich eben es findet nicht eine komplexere Erklärung statt. Alle gehen mit diesen einfachen Mustern zufrieden. Ja, wir sagen, das ist zu flach, das Verständnis ist nicht anspruchsvoll genug, aber das Problem ist, dass wir das auch nicht fordern, weil wir eigentlich auch nicht wussten, wie wir diese Komplexität an die Kinder ranbringen. Und ich hatte jahrelang das zweifelhafte Vergnügen, ich weiß gar nicht, das nimmt man zurück zu Österreich wahrscheinlich nicht. Als Fachaufsicht durfte ich die Abituraufgaben von den Kollegen kontrollieren, um zu gucken, ob die alles richtig machen. Ja, das ist eine Art von Qualitätskontrolle, etwas gut machen. Ja. Und da sieht man aber, dass wir Kinder selbst in der Matura mit Dingen durchkommen lassen, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Ja, die können nicht gut erklären. Und wir retten uns daraus, indem wir nur Items abhaken. Ja, da steht die CO2-Emission, machen wir einen Haken drüber, dann steht Klimawandel, machen wir wieder einen Haken. Was zwischen diesen zwei Substantiven passiert, wird in der Regel maximal unterringt, führt aber nicht dazu, dass es Punktabzug gibt und sagt, Mensch, das ist mir eigentlich zu flach. Das ist leider eine ungegebene Wahrheit, die aber erklären kann, wie es dazu führt, dass trotz jahrelangem Beschulen sich bei Kindern Fehler im Konzeptaufbau einschleichen. Ja, da gibt es einen bahnbrechenden Aufsatz von Novak, der zeigt 2 Kinder, die in der 4. Klasse, also in der Grundschule, ihr Verständnis von Materie ausdrücken und das Ganze nochmal tun, also kurz nachdem sie die Schule verlassen haben. Und er zeigt da an diesem Jungen, an diesem Mädchen, dass der eine Junge in diesen 8 Jahren ein Konzeptwissen zeigt, das eigentlich mehr Fehler aufweist, als das es in der Grundschule hat. Das verblüffend. Ein Mädchen ist immer das Gegenteil. Da ist nur 2, das heißt, es ist nicht repräsentativ, das heißt jetzt noch nicht, dass wir jetzt immer so machen lassen. Das zeigt aber, dass es sehr wohl möglich ist, dass wir trotz jahrelangem Unterricht eben es nicht schaffen, an dieses Wissen heranzukommen. Und ich bin überzeugt davon, dass das daran liegt, dass wir das nicht tun, weil wir das Wissen nicht sichtbar machen. Und sichtbar kriegen wir es nur, wenn wir Kinder kriegen, ihr Wissen zu versprachlichen. Das ist die zentrale Funktion, die Mary Spoken Language bezeichnet. Ich muss an dein Wissen kommen. Ich komme an dein Wissen, indem ich dich frage, was weißt du denn, was hast du denn jetzt gelernt? Beziehungsweise beim Planen frage ich mich vorher, was möchte ich denn, dass meine Kinder können im Abschluss? Was möchte ich, dass die erklären? Und dann ist es wie bei diesem Schmetterling. Dann muss ich so lange an dieser Erklärung feilen, bis das der Zielvorstellung entspricht. Und das ist da, wo die Lehrer noch viel mehr an Bedeutung gewinnen, durch diesen Wissensprozess zu modellieren. Das heißt, die Kunst liegt jetzt darin, die Kinder dazu zu bringen, über komplexere Bausteine, über komplexere Muster so weit zu kriegen, dass das Konzeptwissen systematisch erweitert wird und dass die in der Lage sind, dieses zunehmende Expertenwissen entsprechend auszuprobieren. Wenn wir von plurilinteralen Lernen sprechen, dann heißt es nichts anderes, als dass Kinder Sachfachliteralität, und das heißt nichts anderes, als die Fähigkeit, Wissen angemessen versprechen zu können, Fachwissen angemessen versprechen zu können, in mehreren Sprachen ausgebildet. Das ist eigentlich schon alles, deswegen ist es eigentlich gar nicht sperrig. Es hat den großen Vorteil, dass wir weggehen von diesen Kompetenzen, weil wir sagen, dieses Fachwissen ist ein Sine qua non in diesem Wissenaufbau. Es geht nicht ohne. Wir können nicht so tun, als ob wir einfach Kompetenzen aufbauen. Es ist auch unverantwortlich von der Ministeriumsseite, wenn wir sagen, wir geben heute gar keine Themen mehr, weil es geht nur um Kompetenzen. Das ist zu kurz gedacht. Das geht auf universitärer Seite nicht, das geht nicht. Das heißt, was wir jetzt versucht haben zu machen, ist, dass wir daraus
ein Modell bauen. Ein Modell bauen, wie ein Wissenszuwachs modelliert werden kann. Wir sind sehr viel Englisch unterwegs, deswegen habe ich es nicht geschafft, alle Dinge einzudeutschen. Wir sind aber kurz davor, dass diese ganzen Texte auf Deutsch veröffentlicht werden. Das heißt, in Zukunft gibt es auch sämtliche Folien ganz auf Deutsch. Ich will jetzt nachzusehen, dass das noch nicht ganz konsequent durchgezogen haben. Also wir glauben, wenn wir diesen Wissensaufbau modellieren wollen, dann müssen wir zum einen zur Kenntnis nehmen, dass Fachwissen ganz entscheidend ist. Dass Fachwissen aber aus mehreren Komponenten besteht und dass es da viel mehr geht als nur Fakten, sondern wir brauchen diese Methoden und die Strategien, um aus Fakten Konzepte zu bauen. Das ist, was es geht. Und diese Konzepte können wir nur bauen über die Fachstrategien, über die Fachmethoden. Ja, das kann in der Grundschule schon reichen, wenn ich sage, wir gehen da raus und zählen so einen Quadratmeter, wie viele Tiere da wohnen. Weil das ist eigentlich typisch fachliches Anleitung. Zählen und begleiten und kategorisieren und beschreiben systematisch, das sind alles Dinge, die wir können. Gleichzeitig erfordert vertieftes Lernen aber, dass wir diese sprachliche Dimension, wir nennen das Kommunikationskontinuum, von Anfang an mitdenken müssen. Und es ist die Verknüpfung von diesen beiden Achsen, die vertieftes Lernen erfordert. Das heißt, dieses Deeper Learning entsteht dann, wenn Schüler, und das ist das Allerentscheidendste, diese Verknüpfungen machen können. Das heißt, ich als Schüler in der Lage bin, zu erklären, wie Phänomen funktioniert. Das können wir in der Grundschule anleiten, weil alle Handlungsdimensionen, die in den Fächern drin sind, also das Handeln, das Organisieren, das Erklären oder das Bewerten, das haben wir vorhin schon gezeigt, die können natürlich schon in der Grundschule das sogar schon vorher angewandt werden. Das Bewusstsein über dieses Zusammensetzen, dass jede Handlungsdimension ein sprachliches Äquivalent hat oder einen sprachlichen Partner, und dass ich diese Genres wie Lego-Steine zusammenbauen kann, hilft mir dann im nächsten Schritt, dass ich wirklich Lernpfade modellieren kann, indem wir sagen, dass wir Kinder gehen tiefer. Ja, die kriegen mehr Werkzeuge zur Hand, wie sie ihre Vorgänge beschreiben können, wie sie das erklären können, sodass dieser Laborbericht mit fortschreitendem Alter und hoffentlich mit fortschreitendem Wissenszuwachs, der muss nicht länger werden. Was aber hoffentlich wird, ist, dass er tiefer wird. Und wir haben das versucht zu modellieren, das zeigt sich auf der Webseite, dass wir sagen, wenn Kinder bei uns in der Plan ist das von Rheinland-Pfalz, die müssen das Thema Redox-Reaktion in der 7. Klasse machen, in der 10. und nochmal in der 12. So, und jetzt stehen wir vor der Aufgabe zu sagen, irgendwas muss ja jetzt passieren. Witzigerweise steht jedes Mal drin, dass die Laborbericht schreiben, steht aber nicht drin, was dieser Mehrwert sein soll. Warum soll ich das denn daran übrig haben? Es bietet natürlich große Chancen, weil im Idealfall kann ich einfach auch gar nichts anknüpfen und vertiefen. Das heißt, meine Doktorandin hat sich da ganz intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann ich diese Versuche komplexer machen? Welches komplexes Verständnis von dieser Reaktion selber kann ich da rauskitzeln? Und wie führt es zu komplexeren sprachlichen Äquivalenten? Also wie kann ich zum Beispiel komplexer definieren? Wie sieht eine Definition aus? Witzigerweise gibt es einen ganz tollen Artikel aus den 50er Jahren, wo ein Uni-Professor mit seinen Studenten eine Anleitung schreibt, wie gut die Definitionen aussehen. Das ist mittlerweile einfach in Vergessenheit geraten. Das wäre so wichtig. Leider gibt es das nicht für Erklärungen und so weiter. Das wäre sehr spannend. Aber das gibt uns natürlich Hinweise, so können wir modellieren, so können wir auch für Kontinuität sorgen innerhalb von so einem Bildungssystem. Und wo das ganz hochgradig relevant wird, ist, dass das uns jetzt ganz andere Möglichkeiten gibt, zu individualisieren und die Kinder zu inkludieren. Weil ich gucken kann, wenn ich auf die Sprache gucke, ich sehe, wo ein Kind dann steht. Dann kriege ich, wenn ich es mit dieser Brille betrachte, natürlich einen Hinweis darauf, wo der in seiner kognitiven Entwicklung steht.
was für Konzepte gibt es Schwierigkeiten? Und wo braucht dieses Kind systematische Förderung, weil es die im Elternhaus nicht kennt? Aus den verschiedensten Gründen. Ich sehe auch innerhalb von meiner gleichen Klasse, wo ich Kinder unterschiedlich kitzeln kann. Und das gilt jetzt sowohl für die, die sehr gut sind, denen ich denen ganz andere Dinge geben kann, um noch tiefer in die Sache einzusteigen, noch selber selbstständiger in die Sache einzusteigen. Ich sehe aber dann auch, wo die Schwächeren gezielt Hilfe brauchen, weil es liegt meistens gar nicht so sehr in den sprachlichen Fertigkeiten, sondern das sind die Muster oder die mangelhafte Verknüpfung innerhalb von diesen Mustern, die diese Kinder helfen. Der Rest ist dann nur Kosmetik. Das setzt natürlich voraus, dass wir auch in solchen Qualitätsbegriffen gehen und sagen, wir wollen in dieser Qualität höchste Priorität haben. Und das hat Folgen. Das hat Folgen, dass wir unsere Lehrpläne gestalten müssen. Also sagen wir so, wenn wir in die Tiefe gehen wollen, dann können wir nicht gleichzeitig in die Breite gehen. Ich halte das für gar kein Problem, weil das Versprechen, der da drin steckt, dass ich sage, wenn ich in die Tiefe gehe, erreiche ich diese Art von Transfer, die dann ein Verbreitungsvorgänge eigentlich gar nicht zu sehr ist. Also über das Exemplarische viel mehr lernen. Wir stehen aber, und ich bin sehr froh, dass die Technik jetzt so mitgespielt hat, vor einer ganz großen Grundsatzfrage. Das ist die letzte Überlegung, die ich noch mitgeben möchte. Was ist es denn, weil jetzt ist eigentlich Zeit zu Ende, ja. Was ist es denn, was wir unseren Kindern in der Schule anbieten wollen? Ja, ist es ein hochwertige Gedankenlage oder ist es das Äquivalent zu Fast Food? Das ist relativ klar, was momentan stattfindet. Und ich meine, dass wir uns das nicht lassen. Ich meine, dass es auch gar keine Angst machen muss, weil diese vertiefte Auseinandersetzung so viel mehr Spaß macht. Viel befriedigender ist für die Lehrkräfte und natürlich für die Kinder auch. Und an dem Video und an den Kindern, die wir täglich beobachten, sieht man ganz klar, Kinder haben überhaupt kein Problem damit zu sagen, ich mache einen 4. oder einen 5. Entwurf. Wenn die merken, dass die für die Qualität des letzten Produktes dann ihre Laune haben. Ja, dass die nicht bestraft werden, wenn der erste Entwurf schlecht war. Das tun wir ja ganz häufig. Ja, die kriegen keine Chance, sich zu entwickeln, nur einen Einwurf und dann ist gut. Also ein sehr konkretes Beispiel. Meine Tochter ist nicht sehr sportlich. Die hat aber jetzt einen Lehrer, der ihnen diese Chancen einbekommt. Das heißt, ich zeige euch jetzt, wie wir zum Beispiel einen Handstand machen und wir üben und dann in einem halben Jahr im Sommer gucken wir, wie weit ihr seid. Und ich zeige, wir machen jetzt Handstand und nächste Mal gibt es Noten da drauf. Jetzt plötzlich löst es bei meiner Tochter Prozesse aus, dass die zu Hause übt, weil sie sagt, wir sind beim Handwerker richtig sind. Ja, von dem Selbstbewusstsein und dem Vertrauen, dass das auslöst, wenn man sagt, ich kann das, mag jemand nicht ansprechen. Aber ich möchte mit einem Bild schließen, das mir damals einer auf Twitter geschickt hat, der sagt, was hältst du denn von dem Konzept einer Slow Education in Anlehnung an dieses Slow Food? Und ich muss ganz ehrlich sagen, je länger ich darüber nachdenke, je mehr ich lese über diesen Konzeptaufbau, je mehr Studien ich lese über die Art und Weise, wie wir es in der Wissensgesellschaft eben nicht schaffen, vertieftes Wissen aufzubauen, desto überzeugender erscheinen ist. Gleichzeitig zeigt sich auch, dass über diese Perspektive Sprachaufbau eine Möglichkeit mit da ist, die es uns allen ermöglicht, mit relativ wenig Aufwand das in die tägliche Unterrichtsroutine einzubauen. Wir müssen nur mindestens eine zusätzliche Ebene einsehen, dass wir sagen, wenn Kinder im Anschluss an Gruppenphasen, im Anschluss an Erarbeitungsphasen Dinge vorstellen und Dinge nochmal in eigenen Worten zusammenfassen, dass wir alle sagen, stellt uns jetzt das zufrieden. Guck mal, so hat er es erklärt. Sind wir damit zufrieden oder finden wir noch einen Weg, um es besser zu machen? Das
Das war für mich damals ein Schlüsselerlebnis. Ich habe mit 6-Klässlern gearbeitet und die haben kleine Vorträge vorbereitet und sollten eine Klassenfahrt erinnert an und erzählen, was er den letzten Wochentag gemacht hat. Das ist für die Kinder im zweiten Länder eine Herausforderung. Und dann starten die und sagen, on the first day we would like to play soccer. On the second day, on Tuesday we would like to go shopping. And on Wednesday we would like to play tennis. Und dann stand ich da und wenn ich das erste Mal gewusst habe, was das eigentlich heißt. Ich habe dann die Sprache gewechselt zum Kinderfälle eigentlich uns auf. Und dann sagen die, ja, das war damals im bayerischen Handwerk, wenn man das sagt, ja, die ist ja immer das Gleiche. Und dann sage ich, lass uns mal versuchen, das aufzubrechen. Plötzlich kommen die und sagen, wir könnten die Ortsangabe, die Zeitangabe nach hinten stellen, wir könnten ein anderes Rad basteln, wir könnten überhaupt mehr ausdenken. Und dann sagen, also gut, jetzt nochmal zurück, jetzt probieren wir es besser zu machen. Am Schluss sind die mit einem Verständnis davon ausgegangen, wie sie selber an ihren eigenen Produkt fangen können. Das braucht natürlich Zeit. Und ich glaube, das ist genau die Zeit, die wir da investieren müssen. Ich hoffe, in diesem kurzen Durchgang mal zeigen, dass ich zeigen konnte und durfte, was vertieftes Lernen bedeutet, welche Rolle die Sprache spielt und wie man eben die Sprache nutzen kann. Also vor allem diese akademische Sprache, vor allem die Diskursfunktionen, systematisch an der Komplexität von diesen Mustern zu arbeiten, die für den Wissensaufbau zuständig sind. Wenn Sie gucken, wir haben auf der ICMM eine eigene Webseite, die deutsche Fassung ist so gut wie fertig. Dann wird das alles nochmal erklärt. Da finden Sie sogar Planungstools, wie man Unterricht planen kann, Beispielmaterialien. Und das muss Sie enttäuschen, allerdings noch nicht für den Primarbereich. So, jetzt kommt gleich der Haken oder die Aufforderung, wenn Sie aber Lust hätten, ja, mit uns da weiterzuarbeiten. Und wir haben ja die Möglichkeit, diese Webseite zu basteln, solche Dinge zu entwickeln und zu gucken, wie man erklären oder vergleichen in der Grundschule anhand vom Thema X bearbeitet werden kann, dann würde ich mich über E-Mails oder sonstiges erfahren. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass Lehrer ihr Wochenende opfern, um das zu tun, und möchte mich nochmal in aller Form ganz herzlich für die Einladung bedanken. Danke.